Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Feldwixen und heute gibt es von mir ein Titelupdate 21.5 auf die Augen. Das Ganze geht im Borisch und ist ein bisschen spät dran, aber von Hochdeutsch ins Borische dauert schon und von Englisch ins Borische dauert nur ein bisschen länger. Aber ich glaube, ich probiere das jetzt einmal. Also, haut's mir nicht rein, wenn es nicht so gescheit wird, verspreche ich mir auch bestimmt einen Haufen. Wie man sagt. Okay, fangen wir mal an. Hier 6, Season 1 finale Mission ist patched worden, und zwar, dass der Feind nicht auf die Spieler reagiert haben, wenn du im Bunker vor der Arena geblieben bist. Dass Chimera den Granatwerfer nicht benutzt hat, wenn du in der dritten Phase warst. Dass Chimera der China während der letzten Beat angegriffen hat, also ja. Ich hoffe, das versteht jeder. Das Problem gefixt hat, dass Chimera Schockgranaten genutzt hat, anstatt nur Sprenggranaten. Dann, dass der China keinen Schaden gemacht hat, wenn du auf Chimera geschossen hast, beim finalen Spiel. Das Problem ist gefixt worden, dass China sich noch jeder Hackphase selber geheilt hat. Dann das Dampfrohr Geiseln keinen Schaden genommen haben und nicht gestört worden sind, wenn du es versucht hast. Ja, das sind Drohnen gemeint damit, ja. Das Problem ist gefixt worden, dass die Zeituhr fürs Deaktivieren von den Schilde weitergelaufen ist, wenn der Kinder während letzten Spiel zusammengefallen ist. Das Problem ist gefixt worden, dass du, wenn du im letzten Beat, also im letzten Teil gewesen bist, gestorben bist, nachdem die alle Gegnerwellen platt gemacht hast, der Bunkereingang zugegangen ist und nicht mehr zurückgehen kannst. Ja. Das Problem ist gefixt worden, dass China NPCs angegriffen hat, wenn du ihn während der Hack-Animation umgehaut und wieder aufgemacht hast. Weltstufen weg. Also das Problem ist gefixt worden, dass Spieler auf Level 40 keine XP für den Season Pass und die Manhunt Events gekriegt haben, wenn sie den China-Uhr nicht aufgesperrt haben. Das Problem ist gefixt worden, dass Kontrollpunkt, The Must und Sinkhole nicht zurückgesetzt worden sind, wenn alle Kontrollpunkte mit einem nur in DC auf Level 40 geboosteten Charakter zurückgesetzt hast. Dann haben wir noch im Summit nicht auf die Megakarte auf Level 30 auftaucht ist, also auf der großen Karte bist nicht auftaucht im Summit. Habe ich zwar überhaupt nicht mitgekriegt, aber da steht jetzt Kinley College Offsite-Orte auf der Megakarte auf Level 30 nicht da waren. Also jetzt werden jetzt auch gezeigt. Sonstige Probleme, das Anzeigen von Dark Hours Ranglisten, den falschen Clan von Iron Horse Raid in die Abschlusszeilen gezeigt hat. Dann Matchmaking in Dark Zone gefixt, wo Spieler in Gruppen außerhalb von ihren SAD-Level Einstufungen gekommen sind. Dass Spieler beim Matchmaking für die 2 verschiedenen Finalmissionen im Camp White Orc in der gleichen Gruppe gekommen sind. Dann, dass Spieler Matchmaking für Kinley College starten konnte, obwohl es gerade inaktiv war. Also hat man starten können, obwohl es gar nicht aktiv war. Dann haben wir noch, dass die Beschreibung von der Moskito-Talent gefehlt hat. Das ist auch gefixt worden. Ein bisschen weitere kleine UI-Probleme gefixt. Das steht aber nicht weiter da, was gewesen ist. Verschiedene Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen gibt es auch. Das haben wir dann gesehen, weil wir Delta kommen. Ja, keine Ahnung. Gleich, Baby. Bin gleich fertig. Ja. Mehrere Audioprobleme sind gefixt worden, verschiedene Animationsprobleme haben wir auch gefixt. So, das war's dann einmal dabei. Und ich hoffe, es ist weiter so wegen verständlich umgekommen. Für einen, der wo Borisch kann, wird es wahrscheinlich gegangen sein, für die Hochdeutschen unter euch. Schaut an das auch noch an, der macht das Ganze ganz gut auf Hochdeutsch. Ich habe das jetzt nur mal probiert. Und schauen wir mal, schreibt mal in die Kommentare, wie es ankommt bei euch, ob das gut ist, ob es bleiben lassen soll. Abo, Like, immer gern. Also bis zum nächsten Mal. Servus.